Lo sind wir also matten dran an den Auditionen von den designierten EU-Kommissären. Auch wenn der zukünftige Präsident Jean-Claude Juncker die Richtung von seiner Equipe schon ugangs Juli hier am Parlament überzeugend durchgestaltet hat, und dafür auch der 15. Juli das Vertrauen von den Europadeputierten ausgeschwert hat, goufen net an den Hearingen die letztlich aber viel interessante Präzisionen. Die Hearingen sind wie ein Examen. Sie erlauben den Europadeputierten, die Kandidaten auf den Zahn zu füllen. Sind sie als Persönlichkeit kapabel, eine Rolle als Kommissär, also als Member von der europäischen Regierung zu spielen? Sind sie fähig, ihren Dossier zu kennen und dadurch die zukünftige Politik zu bestimmen? Wenn ja, stimmt das Parlament ihnen zu? Wenn nein, müssen sie ersetzt gehen. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt an der ganzen Sache. Während dem Hearing wollen Parlamentarier Einfluss holen, ob die Politik, die in Zukunft soll an Europa umgesetzt gehen. Sie versichern also, den Kandidatkommissär zu Aussagen zu verfehlen, festzunehmen, für dann am Laufe der politischen Arbeit sich auf Versprechen während dem Hearing berufen zu können. Das Parlament hat demnach nicht nur ein grosses Pouvoir, aber auch eine grosse Verantwortung. Weil es sind Ende die 751 Deputierten aus diesem Parlament, die vielleicht als Einzelkandidat an die Kommission von Jean-Claude Juncker de Feu vert müssen gehen. Beim aufschließenden Vote, den 22. Oktober zu Straßburg, geht es also über die ganze Kommission. Sollten nicht vierdere Probleme mit dem einen oder dem anderen einzelnen Kandidat gehen, dann muss die Regierung aus dem Land von dem designierten Kommissär einen anderen Kandidat nennen. Die erste Kandidatin, die die letzte Montag gehört hat, war Cecilia Malmström aus Schweden, und zwar zum Thema internationalen Handel. Gerade der Bereich, als durch die schon viel diskutierte Handelsakkorden TTIP, ein geplanten Akkord mit den USA, als CETA, ein Aufkommen mit Kanada, sind ganz viel am Gespräch, aber auch den Hauptdiskussionspunkt am Hearing, und dem ich als Member von der Handelskommission teilgenommen habe. Madame Malmström war am Anfang noch ein bisschen allgemein an ihren Aussagen. Und dafür haben die Europaparlamentarier sie dazu gebracht, klar Aussagen zu machen. Handelsakkorde mit anderen Teilen der Welt müssen dem europäischen Bürger etwas bringen, und dürfen auf keinen Fall als Umwelt, als Sozialsystem, die Qualität von unseren Erstfahrern vorstellen. Mit anderen Worten, die Lebensqualität der Europäer muss erhalten gehen. Weil die Kandidatin sich nicht ganz klar engagiert hat für eine Politik für den Schutz von den persönlichen Daten der Bürger, besonders im Internetbereich, haben Parlamentarier nachgehakt. Madame Malmström hat darauf einen Brief schreiben, für klarzustellen, dass sie dem Datenschutz Priorität will geben. Die sieht also, wie wichtig für die zukünftige Europapolitik so Hearungen am Parlament sind. Übrigens geht nicht nur am Europaparlament über so Themen wie internationalen Handel diskutiert. Auch als Chambre beschäftigt sich mit den Akkorden, die für unsere Ökonomie, unsere Industrie, unsere Arbeitsplätze, unsere Umwelt, unsere Gesundheit ganz wichtig sind. Es soll nicht vergessen, dass Akkorde unsere Betriebe dienen zu der ganz großen Welt, zu dem Markt auf dieser Welt, nach mehr abmachen. Sie können zum Beispiel mehr Licht bei öffentlichen Ausschreibungen mitmachen. Oder sich wehren, wenn hier Investitionen am Ausland auf Frage gestellt gehen. Dafür den Schutz von den Investisseuren. Aber da stellen sich auch Fragen. Wie soll so ein Arbitrage am besten organisieren? Also so ein Schiedsgericht positiv für Lützeburg oder nicht? Das Thema wird an der Außenpolitischen Chamberkommission zusammen mit unseren Europadeputierten diskutiert. Und ich fand das ganz wichtig. Die aus der Chamber kann ich dann nämlich direkt mit an das Europaparlament hören, für sie hier effikaz anzubringen. Ich bin an das Europaparlament gewählt gehen,
fir dort Lützebäier Interessen ze vertreten. A wann dat kann effikaz an offensiv vun den Deputéierten aus der Chamber an dem Europaparlament ze Summe gemat ginn, dann hummer mengenech wirklich am Sinn vu Lützeburg ganz gut geschafft.